Hey, goedemorgen alle. Dit is nog ware gedanken uit Gottes woord. Met mij, Mr. John Peters. Ik heb 1250 kan ik het zeggen. Bult mijn gedanken over de Kretschung en de Auferstehung, besonders wegen wir in de Ostatiit zijn. Diese Ostatiit ist mir die Botschaft von der Kretschung und der Auferstehung viel wert, wegen der es ganz was nicht passiert. Der paar Teil, die Stelle Freitag, wo Jesus starb, und Sonntagsmorgens, wo abstund. Als Jesus sich taufen lässt von Johannes, dann sagt Johannes, dass diese Essel von der Anfang von der Welt geschlagen worden. So die planen wir, dass wir wieder in der Leser kommen, für mich und die, weil wir können uns selbst nicht raten. Hast du mal geprüft, gut genug zu sein in deine eine Kraft? Jemand hat gesagt, dass wir können nicht nur 5 Minuten Unsinn leben. Irgendwo wird ein Gedanken mehr kommen, oder eine Wut, oder eine Tod. Uns fehlt ein Heiland. Der beste Mensch in der Welt, sage ich immer, den fehlt ein Heiland. Den schlechten Mensch in der Welt, den fehlt ein Heiland. Und das warum Jesus kam, starb für uns, und es war abgestorben. Damit er gestorben ist, betont er die Sinn, und damit dass Gott am abwachen hat vom Tod, dass Gott die Tulung annimmt. Wie meistens, wenn er ein Receipt gegeben hat, ein Receiver, nicht, oder ein Invoice. Und von da wieder, gibt er ein neuer Bund. Weil wir in den Bund gehen, will ich sagen, das ist ein wichtiger Gedanke. Jesus starb nicht bloß für die Sünder, Jesus starb aus die Sünder. Dass Jesus, wenn er die wir, dass Jesus, wenn er mich wir, andere sind viel zu betonen. Dass Jesus, wenn wir im Kretschung sein werden, das sage ich einmal auch, wir sind gestorben mit Christus. Aber, wenn wir für unsere Sinn gestorben wären, würden wir nicht gehalten haben. Ein Sünder kann nicht für Sünder sterben. Aber ein heiliger Mensch, ein heiliger Gott, wenn der halb Mensch ist und halb Gott ist, dann geht ihn umzubringen. Und wenn der Mensch unsinn ist, dann ist er fähig oder qualified, um für die Welt Sinn zu betun. Das sage ich in der Schrift, was wundervoll ist. Das sagt, dass Gott lädt unsere Sinn ab an, und das sagt dann sogar, er war der Sinn für uns in Kolosser, so dass wir können die Gerechtigkeit sein oder haben, den Gott gut ist. Ja, Gott verlangt Heiligkeit, nicht bloß 98% oder 99%. Gott verlangt 100% Heiligkeit. Wo reden eigentlich dort, wenn wir menschlich sind, und so viel. Weil jemand selbst muss dann seine Gerechtigkeit geben. Und das meiste, was ich hier ein bisschen Bild filmen, weil wir sein, das ein ganz schwierig haben, voll Blut, voll Mess. Und ich kann nicht gleich losfahren. Das ist, wie ich sehe. Wat deed Gott durch die Gerechtigkeit von Christus? Gott, Jesus, deed zijn wandig, zijn raak über uns. En merkt hij dat alle touw, zijn raak, zodat dat al het schwienschet, bladjet, bloedjet niet moet zijn gaat. Wat zit Gott, wenn hij zijn Kinder dan zit? Hij zit was Heiligkeit. Dass jemand, ein Prediger, 700 Messes von Gott eine Brau abhaft. Und der Brau, der ist gemerkt von Jesus im Blut. Das ist nicht wundervoll. Was passiert noch bei der Kretschung und der Auferstehung? Weil ihr seht, bei der Kretschung war der Sinn betont. Bei der Auferstehung war die Tulung angenommen. Als gut, als geldig, das ist betont. Gott bietet Opfer gut. Jesus hat viel Ändernissen gebracht mit dit, ein frischer Bund. Ein Bund muss immer mit Blut vorgemerkt. Im Alten Testament war ein Schub
Kasen, Duven. Verschiedene Tiere mussten er Blut geben, zodat den Bund kon gemerkt worden en dat den Bund kon gehouden worden. Sogar ein jüdischer Jung, wenn der 8 Jahre alt war, da ward ihn beschnitten. Du Ing, wat armen Jung merkt, dat ward beschnitten oder ein bisschen aufgeschnitten. Und dann Gott sagt Abraham, krieg warum? Er sagt, das soll ein Teken sein von dem Bund zwischen mir und Israel. Ist das von der nötig? Nee, das ist nicht. Warum nicht? Wenn Jesus hat die Straf und die Beschneidung auf sich genommen und hat sein Blut gegeben, sodass nicht mal ein Bruch Blut kosten. Ist das nicht wundervoll? Nu sagt das Neue Testament, und besonders in Hebräer sagt er 13 Mal, dass Jesus sein neuer Bund ist besser als der alte Bund. Und dann sagt Paulus in Kolosser und Philippa, dass nu ist durch eine Beschneidung von das Hort. Ihr Wort wird aufgeschnitten. Und nu ist die Beschneidung von das Hort. Und wenn der Heilige Jesus ans Hort besser merkt, und hier ein bisschen aufknipsen lässt, und ein bisschen aufknipsen lässt, hier bei einem Hort, das ist nu eine Beschneidung von das Hort. Das hat sein Weg, das hat er in seiner Zeit. Es fällt mir möglich, aber das ist einmal von unserer Beternis. So, Jesus hat so viel betert und nicht mitgebracht, nicht bloß mit Sterben, aber mit seinem Aufstehen. Das ist nicht wundervoll. Das Neue Testament redet von, dass das betont. Der Hebräer redet von Vereinnahme. Wir dürfen nicht mehr Opfer bringen. Was für ein Opfer bringen wir nicht? Römer 12 weint, ja, von der Antwort. Das Opfer von uns Körper. Das Opfer von uns Hort. So ermahne ich euch nun, liebe Brüder, dass ihr eure Leiber gebt zum Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Und er redet hier in Römer 12,2, wo es ihn Willen ist für uns. Dass unser Sinn, unser Hort soll verändert werden, nur sein Sinn, nur sein Hort. Und dann redet er, sieht nicht aus der Welt, sieht nicht die Welt liegt, aber sieht verändert in jen Hort und in jen Gedächtnis. Das ist eine wundervolle Zeit, wo wir wohnen. Wir dürfen nicht 3, 4, 500 Jahre ein Sündeopfer bringen oder ein Schuldopfer. Und dann wir drauf haben mit allen Tagen, dass wir Gott im Plan von steht hier. Aber even die Opfer, die Sünden, die werden bloß verabschiedet, die werden bedeckt, weil das Lohn Gottes wird kommen und alle Sünden betonen. Alle Sünden von der Vergangenheit, von der Gegenwart und von der Zukunft. Nu ist für mich die Hoffnung. Nu ist das für unsere Kinder Hoffnung. Nu ist für unsere Großkinder Hoffnung. Eine gute Botschaft. Das ist Ostatiit. Das Ostatiit ist eine Zeit von nicht Leben. Die Blumen, die blühen, die Bäume, die blühen, die Fruchtbäume, die proben zu blühen, wegen es hier in West Texas. Morgen soll es gleich noch aufkommen, was 26. Ich glaube, dass wir dieses Jahr viel Fruchtwaren sein in West Texas. Hoe dat is niet leven alle wegen. Wie ik meine früher haben uns so gewundert, wo Leute veel zijn de laatste week. Die weten ook dat het 4 jaar, dat ze niet leven. Gott hat gleich gewusst, wanneer Jesus gekreuzigt soll worden, wanneer hij zal opstaan, dat wir die Frühlingszeit, de 4 jaar niet zo, wo alles nie is, wo leven über deel komt. En hij braucht nie een bund über deel. Hij braucht niet leven en Jesus in Harpen nennen, dat hij stond op. En irgendwie haben gute Hoffnung. Maar Gott ihn segnen, wat nächste Mal vertalen we bald waren.